Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movie-Illusion. Mein Name ist Corby und am liebsten da die zwei, die ich halt dabei habe, gleich wieder rausschmeißen aus dem Podcast. Denn heute nehmen wir den Talkthrough auf und wer den letzten Talkthrough gehört hat, der hat eventuell bemerkt, dass ich da nicht so gut weggekommen bin, obwohl ich gar nicht dabei war. Und deswegen schämt's euch. Ist da jemand nachtragend? Sag mal. Echte kleine Bitch. Ich habe so viel geweint. Beim Schneiden. Wahnsinn. Oh, jetzt habe ich schlechtes Gewissen. Ich nicht. Da habe ich mir nur gedacht, ja gut, wenn es nur die ersten 5 Minuten sind, aber dann im 5-Minuten-Takt immer und immer wieder. So nach dem Motto, der Schmerz darf nie aufhören. Nein. Das war schon bitter. Da haben wir schon durchgezogen, so alle 5 Minuten hat das sein müssen. Ja, aber dann habt ihr dann nur über Diablo 4 geredet und auch über Zelda, wo ich mir dann jedes Mal auf die Zunge gebissen habe und mir gedacht habe, mein Gott, die kennen sich überhaupt nicht aus. Wie viele Freunde hast du gefragt, damit du dich auskennst? Ich? Gar keine. Das habe ich jetzt mal endlich allein zocken können. Lügen, Stimmt doch gar nicht, Lügner. Ja. Auf jeden Fall für alle, die halt das erste Mal dabei sind und nicht wissen, wer die anderen zwei Herrschaften sind, die ich hier eigentlich wieder ausladen wollte. Einmal dabei haben wir den Seppi. Servus. Grüß Gott. Und in der hinteren Ecke, wie sonst da immer, da wo er hingehört. Von hinten 4 Maulen. Ja, genau, der Kani. Ja. Mit wem jetzt denn dann aufgenommen, wenn es uns 2 ausladen hat? Mit Mike? Ach du, da hätte ich diesmal einfach eine Solo-Folge ausgekaut. Na Gott, oh Gott. Wollen wir nicht schon wieder so viel Hörer verlieren, also hör auf damit. Schon wieder? Haben wir schon mal viel Hörer verloren? Ja, bei jeder Einzelfolge von Mike haben wir sicher ungefähr 8.500 Hörer verloren. Oh. Ah ja, schau, wie beim letzten Mal fangen wir gleich wieder mit Bashing an, wie schön. Aber vielleicht können wir ja das eher mal in Richtung unserer Themen lenken. Gibt es denn irgendein Spiel, was man momentan bashen kann? Das sagt man mir nie da sowas. Nein, weil da sind ein Haufen Leute dahinter, die sich Mühe gegeben haben und das möchte ich ihnen nicht schlecht reden, wenn sie dumm waren, dass sie ein gescheites Spiel machen. Echt? Habt ihr das letzte Mal über Ding geredet? Über das Nein, wir haben nicht Studio über von... Doch, habt ihr. Nein, so erkennt, dass das Studio sogar zumachen muss. Wir ehren diese Künstler. Ich habe extra einen kleinen Altar gebaut. Das hast du wahrscheinlich gerade wieder so hingeschnitten, wenn es wirklich da war. Ja. So wie RTL machst du das. Ja, ja, schon. Corby's Next Topmodel. Ja gut, wenn es nichts zum Bashen gibt, dann andere Frage andersrum. Was gibt's denn zum Feiern? Hä? Gibt's irgendwas, wo ihr sagt, Mensch, das hat mir mein Juli echt versüßt? Also ich weiß ja nicht sicher, aber ich habe jetzt gerade neben mir noch Amazon-Backerl liegen, das ich noch nicht aufgemacht habe. Aber das mache ich jetzt halt hier das erste Unboxing in einem Podcast. Ich reiße jetzt das Backerl auf und ich hoffe, dass das drin ist, was ich meine. Dann war es nämlich für die Folge passend. Wo es mir dann wahrscheinlich ein... Das ist sicher das Malbuch Penis Safari. Das habe ich schon. Aber das sollte nämlich eigentlich seien... Yay! Pikmin 4 ist gekommen. Ja, ist es jetzt schon draußen? Oh. Ist jetzt gekommen und da ist ja der coole Handyständer dabei von Pikmin 4. Mit, Den hast du auch gegönnt. Ja, das waren 10 Euro mehr. Ich habe gesagt, der Logo nimmt, kriegst 10 Euro mehr, Leute. Ja, Logo kriegst jetzt 10 Euro mehr. Und der Super Mario Brothers Film Steelbook ist auch dabei. Ja, die Blu-ray habe ich auch schon. Ja, ich wollte unbedingt das Steelbook haben. Es ist zwar eigentlich gar nicht so stehen, es ist einfach nur schwarz mit einem roten Schwammerl vorne drauf. Ja, aber das brauche ich trotzdem, das hilft nicht. Und das war schon wieder, da habe ich auch schon wieder 10 Euro mehr erzahlt, weil es schon wieder überall vergriffen war. Aber das heißt, die nächsten Tage heißen bei dir kleine Manschgal hinterher. Was macht man da? Scheicher? Hin und her schmeißen tust du das. Ja, das sammelst du halt mit den kleinen Manschgal Zeiger. Ich weiß jetzt gar nicht, was man diesmal tut, was man diesmal sammeln muss. Aber die haben halt verschiedene Farben und dadurch halt auch immer verschiedene Attribute. Die blauen können schwimmen, die gelben sind gegen stromresistent, die roten gegen Feuer und so weiter und so fort. Und die Welt ist halt so gestaltet, dass du dir da immer irgendwie einen Weg durchbahnen musst, durch Gegner und Hindernisse und so weiter, ohne zu viele von denen Saudeppen zu verlieren. Und laufst auf Wiesentexturen aus der Hölle.
Die schauen aus wie 1993 gemacht. Du, holst jetzt mal nicht ums Maul. Ich wollte eigentlich nur Geburtstagsständchen singen, aber das hat sich jetzt wieder erledigt. Das will ich dir ja gar nicht hören mit deiner rauen, zusammengesoffen, alte Damen rauchender Stimme. Was soll denn da? Weigendorf war nicht einfach. Wunderschön. Ich kriege richtig feuchte Ohren, du. Ja, das glaube ich, unsere Hörer auch. Aber ich freue mich auf alle Fälle schon drauf, weil, wie ich schon mal erwähnt habe, bin ich ein riesen Fan von der Reihe. Du hast ja, glaube ich, das letzte Mal auch schon gesagt, du hast alle anderen Teile auch schon gespielt. Was ist denn da so, wenn man dann ein neuer Pikmin-Teil kriegt, so handlungstechnisch neu? Das hat nicht wirklich eine Handlung, das ist wie gesagt eher so ein Strategiespiel. Es hat bei dem einen Mal bist du dann abgestürzt und hast dann mit den Pikmin die Einzelteile von dem Raumschiff zusammentragen müssen. Da hast du sogar eine Zeitgrenze dabei gehabt. Ich glaube, dass du auf innerhalb von 30 Tagen schaffen müssen. Dann war es einmal, dass du, glaube ich, Ressourcen für deinen Heimatplaneten gesammelt hast. Beim dritten weiß ich jetzt nicht mehr genau, ich glaube jetzt beim vierten, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann glaube ich, ist da irgendein Schiff abgestürzt und du suchst die Passagiere oder selbst. Aber das ist immer gerade schmückendes Beiwerk, die Story, weil es halt einfach nur darum geht, wie du die Rätsel löst, dass du da durchkommst, nicht zu viel von denen Heimtaucher verlierst. Achso, die können wir da verlieren, oder was? Ja, das sind halt dann also Gegner, die fressen es da dann zusammen, das ist immer voll traurig, weil die machen dann immer so und du wirfst halt dann praktisch die immer drauf auf deine Gegner, dann schlagen sie es ein, dann essen sie es, dann hast du halt verschiedene Gegner, die halt verschiedene Punkte haben, wo du es treffen musst, das ist ab und zu schon ein wenig hektisch. Also das ist wie Overlord. Overlord habe ich nicht gespielt. Das ist doch das mit den Schergen, oder? Die haben auch, glaube ich, verschiedene Farben gehabt und die hast dann auch irgendwo hingeschickt. Also Overlord war ziemlich geil. Das hat mich immer ein bisschen so von der Stimmung her an die erinnert, Kani, weil es immer so eine sarkastische, richtig fiese Stimmung ist und damit die sie dann vermehren oder heilen, schickst du die dann immer los auf so Schafsherden und die mampfen die dann und dann werden die stärker. Ja, ich schau mir gerade ein Beutel, vom Beutel erkenne ich es, aber ich habe es nicht gespielt. Das ist richtig cool. Das sind so Dämonen, oder? Wie war das, glaube ich, da? Er ist ein Dämonenlord, glaube ich, und die Viecher, die heißen einfach nur Schergen. Wenn die da auch, dann ist es auf alle Fälle ähnlich, würde ich sagen. Also wie Pikmin, nur für Erwachsene. Wahrscheinlich, ja, so wie es immer. Ja. Nintendo macht immer die Kinderversionen von die anderen Sachen. Es hat es auf der PlayStation 3 auch gegeben, das Overlord. Raising Hell. Hätte ich nie gespielt. Ja, kann ich nur empfehlen. Habe ich vor ein paar Jahren mal am PC gespielt und da habe ich ziemlich viel Spaß gehabt. So lange, bis ich nicht mehr weitergekommen bin. Ich bleib bei Pikmin, das ist kinderfreundlich. Als ich nicht mehr weitergekommen bin, war es scheiße. Hast du der Zeit noch keine Freunde gehabt, die da helfen? Gott, der Witz ist so witzig. Ja, das ist super, weil du so scheiße bist. Oh Mann. Ja, aber wie gesagt, ich freue mich jetzt auf alle Fälle drauf. Und jetzt sind ja Teil 1 und 2, glaube ich, sind jetzt eher auf der Switch auch zum Download und glaube ich, kommen da aber auch noch mal in der physischen Version jetzt demnächst noch raus. Falls man es nachholen möchte, aber brauchst du nicht, wenn es jetzt einen Teil 4 gibt. Heißt das, du bist dann aktuell mit all anderen, also mit all deinen anderen Spielen Dauerbrennern jetzt endlich mal durch? Geh niemals. Nie! Alle, oder? Death Stranding hast du jetzt endlich durchgespielt. Death Stranding habe ich jetzt endlich durch. Ja. Unter Tränen hast du mal geschrieben, oh Gott, wieso hast du das nicht gesagt, dass das passiert? Ja, aber echt, da war lecker, das Ende ist echt, aber nicht jetzt Herz ab, was soll denn der Scheißdreck? Aber ich wollte es dann eigentlich auch noch auf Platin spielen. Aber da war ich gedacht, wow, Alter, das sind jetzt gleich sicher noch mit 30 Stunden, die da einstecken muss, dass ich die ganzen scheiß Hiebern alle auf 5 Sterne kriege und so. Und dann habe ich gedacht, nein, es ist ein super Spiel, aber nur jetzt, dann ist halt wirklich nur noch hin und her laufen und Backerl ausliefern. Da habe ich dann keinen Bock mehr drauf gehabt. Dann haben wir schnell Darksiders 3 dazwischen eingeschmissen. Und hoffentlich wieder deinstalliert? Nein, ich hab's schon durchgespielt. Echt? Ja. Ich hab's nämlich halt dann auch auf einen Story-Modus obergeschalten, weil mich das genervt hat, muss ich sagen. Es ist so von der Story her ist ziemlich cool und Figuren und alles ist cool, aber es ist halt, das ist technisch ein ganz schön minderwertiger Haufen. Das ist echt irre. Mit Story-Modus meinst du Corby-Modus, oder? Genau. Dass wir wissen, was das genau heißt. Genau, also das ist praktisch, ich brauche gerade maximal 2 Freunde im Modus. Und ja, wie gesagt, also technisch ist das echt unterirdisch. Du laufst, du hast 2 Räume, die aber nicht mehr durch eine Tür oder so getrennt sind, sondern du gehst halt einfach in den anderen Raum durch einen Torbogen, sage ich mal. Und beim Überschreiten des Torbogens passiert dir das in regelmäßigen Abständen, dass das Spiel 5 Sekunden hängen bleibt, dass du in den anderen Raum umkommst. Ladezeiten aus der Hölle, Steuerung ist auch, das war eigentlich ein geiles Kampfsystem, aber das ist einfach so hagelig und ruckelig und
wenn du auf die Seiten laufst dann und einer schluckt auf dich hin und du hast nicht mit dem Dash bist nicht ausgewichen, dann zirkt den Gegner so automatisch auf dich hin wie ein Magneten, weißt du, wie man? Kennst du von irgendwelchen anderen Spielen und selbst da kriege ich sowieso einen Vogel. Warum sollte ich jetzt einfach so Vierer zeigen, damit er mich Jahren oder erwischt, wenn ich doch weggegangen bin? Also, irgendwann, das hat mich dann nach ein paar Stunden hat's mich so genervt, die ganze Technik dahinter, dass ich gesagt habe, jetzt schalte ich das in Story-Modus, weil die Geschichte interessiert mich, die war bei den ersten zwei schon ganz cool. Aber so kann ich es jetzt halt nicht wirklich empfehlen. Aber cool ist, dass die Reihe noch damals vorgesetzt worden ist, weil das war doch das THQ-Studio. Die haben ja dann zugemacht. Und dann hat man erst gemeint, dass die Reihe erstmal gestorben ist, aber sie haben dann eben jetzt noch Darksiders 3 damals rausgebracht und Darksiders Genesis. Das werde ich mir dann auch noch irgendwann einmal schnell einhauen, damit ich mal die Darksiders-Reihe durch hat. Aber ja, so kann ich das Dreier jetzt halt, nur wenn die Geschichte interessiert, dann kann ich es empfehlen, aber ansonsten kann ich es nicht wirklich empfehlen. Das hat aber auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, gell? Ja, ich glaube 2017 kann es sein. Ja. 17 oder 18, glaube ich, ist das rausgekommen. Steht da schon eine ganze Zeit lang bei mir im Regal. Das war mal wieder so ein bisschen ein Pile of Shame abarbeiten. Und ja, gut, dass dann heute schon wieder ein neues Spiel gekommen ist. Ja, Gott sei Dank. Und mit Dingenskirchen bist du soweit durch mit Zelda und Octopath Traveler, die laufen immer nur dahin. Die laufen. Ich habe jetzt bei Zelda habe ich jetzt die 4 Tempel ja schon gemacht, aber jetzt habe ich ziemlich viel Zeit damit verbracht, dass ich einfach mal wieder halt nur Blödsinn treibe. Okay, dann grätsche da kurz rein. Also ich hab's durch und ich habe kurz mit dem Seppi dazu geschrieben. Der hat dann auch gemeint, wir sollten dann auf jeden Fall nur mal ein kleines Special machen. Deswegen möchte ich da eigentlich leider gar nicht so viel drüber reden, weil ich bin sehr positiv überrascht vom Ende. Also wirklich ich bin schon gespannt. Das hast du mir auch schon gestimmt, dass das Ende nach unserer Folge, glaube ich, von mir und vom Seppi, oder, wo wir gesagt haben, das Geschichte wahrscheinlich wieder die 0815er-Geschichte ist, hast du ja gemeint, nein. Ja. Das stimmt nicht so ganz. Das Ende reißt noch viel raus. Ja. Bin ich ja gespannt. Ja, Seppi, was hast du so im Juli drin an Games? Ich hab mir ein bisschen an so kleinere Titel gewagt diesmal. Ich hab da ein paar angespielt, eins habe ich auch durchgespielt. Aber das großen, fetten Namen waren jetzt bei mir nicht dabei diesmal. Muss ich aber ganz ehrlich sagen, war eigentlich ganz cool, wenn man sich mal nicht so an so riesen Dinger setzt, sondern einfach mal ein paar so kleine, neue Spielerfahrungen macht. Hat mir ganz gut gefallen. Auch wenn nicht alles super gut waren. Aber, naja. Zum Beispiel Tunic, das mit dem Fuchs. Nein, das steht aber auch noch auf meiner Liste. Ich habe mir angeschaut, erst einmal Sachen, die beim PS Plus Abo dabei waren. Das eine war Track to Yomi. Das ist dieses Samurai-Spiel da in der Schwarz-Weiß-Optik, so irgendwie so die Samurai-Filme aus den 20er oder 30er, ich weiß nicht, wann die verortet haben. Ich glaube, das habe ich auch in der Bibliothek drin, aber noch nicht gespielt. Das habe ich mir mal angeschaut gehabt. Also fangst du da an, erst bist du ein kleines Kind, das trainiert quasi und da wird das Dorf angegriffen und dann werden alle niedergemeuchelt und du musst das ein bisschen durchkämpfen und kommst dann zum Schurken, dann springen sie ein bisschen, dann bist du erwachsen und dann geht das wieder von vorne los, dann kommen sie wieder und zünden das Dorf an und dann kommst du irgendwann in so eine Unterwelt. Es ist so ein bisschen so ein Cinematic Sidescroller, also wir haben so ein Flashback oder sowas, wie die alten Hamen geheißen haben. Musst halt immer wieder, hast du eigentlich nur Schwertkämpfe und lernst halt mit der Zeit immer ein bisschen mehr so Kombos. Aber das ist sehr monoton. Also es macht, ich weiß, es macht 1-2 Stunden, macht es schon Spaß, aber dann ist die Gegnervielfalt nicht recht groß. So richtig toll ist das Kampfsystem auch nicht. Ja, und irgendwann wirkst du so durch. Es ist dann auch nicht richtig schwer. Dann ist die Geschichte nicht so richtig interessant. Ja, und irgendwann verläuft sich das dann so ein bisschen. Aber es dauert auch nicht lang. Ich glaube, so unter 7 Stunden kannst du das auf alle Fälle durchspielen. Wer so ein Ding in der PlayStation-Bibliothek hat, der kann da getrost einmal reinspielen. Kauf halt auch immer das nicht. Ja, auf irgendwelche anderen Konsolen oder so. Aber mal einspielen kann man ruhig. Optik ist auf alle Fälle geil. So die die Körnung da und das Schwarz-Weiß. Schaut ganz geil aus. Sie haben auch ein paar coole Sachen gemacht für das Loot-System und so weiter. Oder was heißt Loot-System? Das ist ja fast keins. Aber wenn irgendwas zum Finden ist, sagt man das nur so ganz minimal. Du hast ein weiß Blinken. Also du hast quasi, der Filmstil, der bricht nie wirklich auf. Du hast nicht irgendwie ein Mords-Hut, das da irgendwie die Stimmung versaut, sondern das ist alles ganz dezent gehalten. Das haben sie echt gut gemacht. Aber das reicht halt dann irgendwie nicht, dass man das als Gesamtwerk gut einstufen würde. Sondern es ist einfach Style over Substance, so ein bisschen.
Okay. Wie lange hast du dann da ungefähr reingezockt? Ich bin irgendwo bei 5 oder 6 Stunden, also ich muss halt fast durch sein, aber ich speie jetzt immer noch so ein bisschen ein, wenn ich mal kurz 10 Minuten habe oder sowas und dann mache ich halt noch mal ein paar Meter. Ich lege es jetzt aber nicht drauf an, dass ich es unbedingt durchspiele. Aber ich werde halt dann irgendwann aus Versehen durchkommen, weil ich habe echt nicht mehr lang. Ja, wie 5 bis 10 Minuten? Ist das so kurzweilig, dass man da immer wieder ein bisschen reinzocken kann? Das ist jetzt kein Spiel, da wo du quasi, wenn du jetzt einmal 2 Wochen nicht mehr spielst, nicht mehr weißt, wie die Steuerung geht. Also das ist relativ simpel. Okay. Weil du machst im ganzen Spiel immer das Gleiche. Nicht wie bei Tears of the Kingdom, wo du oft einmal nach 10 Minuten Spielpause schon immer weißt, wie die Steuerung geht. Wo du nach 10 Minuten immer weißt, in welche Richtung wollt ihr jetzt eigentlich? Ja, genau. Ja. Das läuft ja linear durch. Du hast da nur so kleine Abzweigungen, da wo du dann ein bisschen was, dann kannst du mal Ausdauer verbessern oder kriegst du mal einen zusätzlichen Speicherpunkt oder sowas, also so Kleinigkeiten. Da haben ein paar so Sammelstücke, aber das ist alles nicht so ausgeprägt, dass du da jetzt stundenlang auf die Suche gehen kannst, sondern das nimmst du jetzt so nebenbei mit. Also von dem her ist das eigentlich relativ easy und ja, wie gesagt, linear durchlaufen und ein paar so Schwertkämpfer zermalmen. Nichts Besonderes. Track to Yomi ist das, gell? See. Das ist von Flying Wild Hog. Die Gurden. Das ist das Studio. Genau. Gibt's auch für PC, für PlayStation 5, für Xbox und für Switch. Glaube ich, gibt es auch. Ja, schön. Du hast ja gesagt, du hast in ein paar Indie-Spiele reingespielt. Das heißt, was war da nur so ist? Was ich mir noch angeschaut habe, was ganz cool ist, haben wir deswegen angeschaut, weil da im August der zweite Teil kam, das Blasphemous. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Nein, aber ich habe gelesen, dass der zweite Teil kommt. Genau, das ist ziemlich geil. Da habe ich jetzt noch nicht lange, das ist eine Stunde oder so eingespielt, aber das schaut richtig geil aus. Das ist so Pixel-Optik, Side-Scroller, Souls-like-mäßig, also ziemlich schwierig. Ziemlich wenig Speicherpunkte, ziemlich große Abschnitte, die man wiederholen muss, wenn man verkackt. Ziemlich coole Bosskämpfe. Also für jeden, der irgendwie so Elden Ring oder Dark Souls mag, der kann da das auch mal in Pixel-Optik und Side-Scroller-Gameplay erleben. Auch die Story wird so erzählt, so durch die Spielumgebung und Items und ganz, ganz wirr und du kriegst halt immer so kleine Häppchen. Richtig fieses Gegner-Design, also richtig ekelhafte Typen. Schaut schon gut aus, muss man schon sagen. Kann ich jedem empfehlen, ist auch irgendwo beim PlayStation-Abo drin, zumindest bei meinem sauteuren 100.000 Euro Abo. Bei meinem billigen, glaube ich, ist es nicht drin gewesen. Ah, dann ist es gerade bei mir. Weil es ist zumindest kein Gratis-Spiel gewesen bis jetzt, das weiß ich, aber in die Abos ist es irgendwo drin, auf irgendeiner Stufe. Das kann ich jedem empfehlen. Das kostet aber, glaube ich, auch so gerade unter 10 Euro oder so. Ein nobody got times for this. 12, 13 Stunden beschäftigt gerade. Wie ist denn das überhaupt mit den höheren PlayStation Plus Stufen? Also hast du dann da wirklich mehr Spiele jeden Monat? Weil ich habe das so verstanden, du hast halt dann die Möglichkeit, in dieser größeren Bibliothek einfach weitere Spiele zu holen, aber du hast es halt dann, wenn du jetzt wieder die Stufe runtergehst, nimmer in der Bibliothek. Du musst in erster Linie mal ein Premium-Mensch sein, dann kriegst du eine Einladung von Sony, dass du dieses Abo nicht mehr darfst und dann bist du schon mal besser gestellt wie alle anderen. Und Schmarrn, du kriegst halt einfach mehr Spiele. Du hast, glaube ich, weiß ich nicht, wie werden es 500 oder so? Ja, oder? Das ist auch so ein Indie-Paket dann, oder? Oder so eine weitere Bibliothek für diese PlayStation Plus. Ja, du hast dann noch irgendwie Zugriff auf irgendwelche Klassiker, PlayStation 2 oder 1 oder sowas hast du noch mehr. Ja, da wollten wir doch Resident Evil mal spielen, nicht 2. Oh, lecker, ja, das kannst du aber nicht machen. Ich hab das ist unhaushaltbar. Das ist so scheiße hässlich. Da siehst du nichts mehr. Da erkennst du nicht mehr bei die Items, das du suchst. Ja, und die Steuerung, das ist ihre Panzersteuerung. Ganz, ganz grausam. Ja, und was kannst du noch machen? Was war das da noch drin? Ja, Spiele streamen kannst du halt. Ich weiß nicht, ob das bei den niedrigeren Stufen auch ist, aber das habe ich zum Beispiel gemacht mit Turtles Shredder's Revenge. Das habe ich auch noch gespielt, das habe ich gestreamt. Also nicht runtergeladen. Das ist einfach frei gelaufen. Das sind also Dinge, die man da machen kann. Das ist übrigens auch ganz geil. Wer Turtles mag, wer so Side-Scrolling Beat'em-Ups mag, wo du halt so durch die Straßen laufst und immer wieder kommen von links und rechts Gegner und du musst sie verprügeln. Vorzugsweise im Koop macht es mit Sicherheit am allermeisten Spaß. Aber da braucht man halt Freude dazu. Da habe ich keine Probleme. Ja. Vielleicht kann er mal welche entbehren, der Korbi. Nein. Ja, leist mir mal wo. Die sind vielleicht mal froh, wenn sie nicht gerade wieder durchspielen müssen für jemanden, sondern mal miteinander spielen können. Ah, bitte. Die haben ja sonst nichts zu tun. Also, die Spacken. Ich habe noch was, aber jetzt kann ich mir ein paar andere erzählen, sonst wird das ein Monolog da. Na, ich wäre echt froh, wenn du wieder mit Pfotzen hältst. Aber Kim, wir lauschen doch gerade deinen Worten.
Ja, natürlich dazu das, aber Hast du gesehen, was trotzdem für, unangenehm. hast du gesehen, was für Charaktere für Mortal Kombat jetzt noch angekündigt worden sind fürs Einser? So gut. Der Omni-Man von The Invincible, von der Serie. Aha. Der Peacemaker. Cool. Und der Soll ich gerade drüber Homelander. erzählen, ich hab fast verschluckt, jetzt muss ich es definitiv kaufen. Oh, der Homelander! Homelander auch noch, voll geil, oder? Ja, geil. Wird schon Und jetzt vorbestellt. weiß- Wann kommt's? Im September, oder? September müsste das rauskommen. Jetzt weiß ich gerade nicht, ob nicht noch irgendeine geile Figur war, aber die drei habe ich gesehen und gesagt, alles klar, ich bin dabei. Ja, jetzt haben sie mir ja voll. Ah ja, genau, als wenn es davor nicht dabei gewesen wart. Ja, aber jetzt halt Ja, nicht 100%. Jetzt wird es nicht zur Veröffentlichung gekauft, aber jetzt, glaube ich, bestellen wir es sogar vor. Ich hätte immer noch gern die scheiß Special Edition haben, aber nirgends kriegst du es bei uns. Nein, du hast echt ein schweres Schicksal. Ja, ich sag's dir, kein Schwanz ist so hart wie mein Leben. Ja. Unglaublich. Wahnsinn. Ich habe jetzt vor kurzem was gesehen, wo ich mich schon sehr drauf freue und wo ich schon die ganze Zeit mir denke, vielleicht zocke ich dann vorher doch nochmal die alte Edition und dann habe ich mir gedacht, Edison stimmt schon. Edison heißt das, ja. Edition, genau. Die Rezessions-Editions. ja, genau, die Edition. Und zwar kommt die definitiv Edition von Stronghold im November erst raus. Stimmt, November. Da hat mein Herz weint immer noch, dass das erst so spät rauskommt. Und ich weiß ja nicht, ob ihr in eurer Kindheit oder Jugend oder weiß nicht, vielleicht wart ihr da schon erwachsen, keine Ahnung, Stronghold gespielt habt. Aber nein, ich habe schöne Kindheit gehabt, Corby. Also in meiner Kindheit war das auf jeden Fall neben Stronghold Crusader was ich sehr, sehr, sehr lange Zeit gezockt habe. Und ich freue mich da drauf, dass jetzt eine Definitive Edition rauskommt. Definitive Edition. Ja, ihr ändert es jetzt jedes Mal einfach ab, wenn ich es benenne. Ja, das soll man doch machen, irgendwie so, absichtlich Namen und so falsch aussprechen, oder? Damit man Ja, stimmt, das haben wir Reaktionen kriegt. ja, genau, das haben wir bei Ultralativ gelernt. Oh. Also du hast, wie heißt das Spiel? Stranghold kommt, oder? Stranghold, Definitiv Edition. Ja, genau. Und es ist ein etwas aufgehübschterer Grafiklook, selbstverständlich. Und die ganze Vertonung ist anscheinend so halb neu. Also sie haben darauf geachtet, dass sie von der alten Kampagne die ganzen alten Sprecher mit drin haben. Und es Warte gibt... mal, Corby. Kurze Frage noch für alle, die wirklich schöne Kindheit und viel zum Spielen gehabt haben, was Spaß gemacht hat. Was ist denn das eigentlich? Was, echt jetzt? Ja, ich frage nicht für mich, ich frage für die Millionen Hörer da draußen, die sich gerade denken, dieser arme Corby. Also, wer Gott, spielen nicht müssen. weiß, was Stronghold ist, weiß anscheinend nicht, was Strategiespiele im Mittelalter sind. Weil, sagen wir mal, wir das da ist, glaube Pigments? ich... Hä? Was? Haben wir da Pigments im Mittelalter? Na, Dann ist sicher scheiße. du kannst Ist da der aber... Homelander dabei? Du kannst aber Bogenschützen bauen und die kannst du nah ins Verderben schicken. Ich mag aber Pigments haben. Dann nennst du es halt Pigments. Ich habe übrigens gerade ein Beitel geschickt von meinem Super-Handy-Ständer. Ständer. Ja, hab schon gesehen. Ja. Ich hab's als Brotdose abgetan. Soll ich dir ein Bild zurückschicken? Na, verpiss dich. Mach ich gleich. Zuerst kleinen Reißverschluss. Ja, genau. Da warte ich deine Reaktion noch ab. Jedenfalls, es ist wie schon gesagt, Mittelalter Burgenstrategiespiel, wo man halt auch in freien Spielen seine Burg beliebig groß ausbauen kann. Und das ist halt jetzt schon sehr, sehr alt. Ich glaube, über 20 Jahre, oder das reicht schon gar nicht mehr. Was soll denn jetzt mit dem scheiß Beitel von dir? Hä? Was? Was soll denn jetzt mit dem Beitel? Gerade das alle wissen, der Corby hat jetzt ein Beitel von seiner Switch-Verpackung geschickt. Das ist nicht, nein, das ist ein brandneues Switch. Warum hast du jetzt eine neue Switch? Tja, weil bei mir in der Arbeit ein Zockerraum etabliert wird und das ist die Switch dafür. Und da haben wir uns aber nicht die OLED Edition kaufen können, oder wie? Was denn? Knicker, der Scheißverein. Von was denn? Ja, von der Switch. Der Switch. Was Die für neue Edition? OLED. Die OLED, OLED. die bisschen bessere OLED. Die bisschen bessere, der Knicker, die Wildsau. Da gibt's eine bessere Edition. Da wo jeder gemeint hat, jetzt kommt der Switch Pro und dabei war es einfach nur das gleiche von vorher, nur mit einem minimal besseren Bildschirm. Ja, Was nicht mitgekriegt. warum brauche ich denn das, wenn das Ding sowieso Ja, am eben. Fernseher aufgesteckt wird? Das ist eine gute Frage. Berechtigte Frage, ja. Ja, wenn du es mal nicht am Fernseher angesteckt hast. Für die 10 Minuten, wo du es nicht am Fernseher hast, ist das ganz gut. Wenn ihr da einen in der Arbeit erwischt, der das Ding umeinander tragt. Ist doch bei der billigen Scheiße wurscht. Du hast wieder die billige gekauft, also.
Ja, Mir wundert ja, dass du die Lite gekauft hast. Oh, lecker, das war fies. ach so, die Switch Lite. Ja, genau. Du hast jetzt gemeint, warum du die Lite gekauft hast. Ja, die ich hab Jahren, gedacht, hä? Also, das heißt, wir sind jetzt mit Stronghold durch, oder was? Interessiert keine Sau mehr. Ja, also ich merke schon, ich sollte einfach als nächstes mal einfach wegbleiben von dem Talkthrough. Tschüss, Corby. Ja, verzeih doch mal, wie der Ding gefallen hat, Diablo, weil ich hab ja nicht so krass viel Spaß gehabt, aber du, glaube ich, ein bisschen mehr da. Allen Vorteilen, die du das letzte Mal gesagt hast, denen kann ich auf jeden Fall beisteuern. Mir hat vor allem die Grafik sehr gut gefallen oder gefällt mir nach wie vor. Ich bin aber weit noch nicht so weit, wie ich das gern wäre. Ich bin, glaube ich, jetzt immer noch erst bei Stufe 32. Muss aber sagen, irgendwie im Sommer das Ding zu veröffentlichen, ist halt für Menschen, die den ganzen Tag von Hause schon vor dem PC sitzen und dann vielleicht nicht unbedingt auf die Nacht auch nur vor dem Fernseher sitzen wollen, nicht gerade so die ideale Zeit. Aber ich bin einfach saufroh, dass es jetzt endlich draußen ist, wie sie diese Open World in Anführungsstrichen, gestaltet haben und die Story. Also ich habe schon voll Bock drauf, das durchzuspielen. Du hast was? Du hast mit einem Todbeschwörer, glaube ich, angefangen. Ja, schlimmer Fehler. Ja, ich spiele aktuell dann Jäger und ich bin halt mit Stufe 32 noch nicht so weit, dass ich jetzt sage, das ist mein flüssiges Diablo-Durchzock-Gelevel, weil ich halt immer wieder das Problem habe, dass mir halt Energie dann ausgeht und dann ist halt jetzt aktuell nur sehr viel Aufpassen gefragt. Also ich bin zwar tatsächlich ähnlich wie du, ein paar Mal eingenickt. Habt ihr alle, habt ihr Ja, gehört? Das Schläferei, das Spiel. Aber na Moment, das liegt nicht an meinem Jäger. Das liegt an, nein, jetzt pass auf, das liegt an dem Totenbeschwörer von meiner Frau, weil ich spiele mit ihr gemeinsam auf der Konsole und die erschafft halt dann so extrem viele Skelettkrieger, dass ich dann irgendwann mich selber nicht mehr finde. Und dann, wird halt da so der hingemetzelt und ich denke mir dann, ja gut, ich weiß gerade eh nicht genau, wo ich bin. Und dann wuselt's da praktisch nur so vorn am Fernseher und dann bin ich 1, 2, 3 Mal auch eingenickt. Wuseldusel. Wuseldusel. Aber so ging's mir eigentlich auch bei Diablo 3. Wenn es halt dann da irgendwann einmal einfach nur so durchlaufst und metzelst, dann ist es halt eigentlich aber sehr Beruhigendes, finde ich. Mir ist das letzte Mal so bei Cruisen USA von Nintendo 64 gegangen. Da wo du einfach nur alles überfahren kannst und dann fällt das irgendwie so ein Pappardeckel-Zeug und kriegst dann trotzdem. Du musst quasi nur einen Knopf drücken und dann irgendwann ist weg der Bub. Und gewinnt aber trotzdem. Also ein Detail stört mich extrem und ich frage mich, warum da das Internet noch nicht so einen riesen Aufschrei gemacht hat. Wahrscheinlich, weil die alle in der Beta ihr Pet gekriegt haben. Man kriegt kein Pet. Also man kriegt kein Viech, das einem hinterherläuft und das Gold einsammelt. Und das pisst mich ziemlich an. Ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass jetzt bei der Season 1, die ja jetzt losgeht, irgendwie ein Pet mit reinstecken. Aber dem ist nicht so. Und ich weiß ja nicht, ob das irgendwann noch mal kommt, wenn man reiten kann, ob dann das Pferd die Rolle des Pets übernimmt. Keine Ahnung. Tut's nicht. Ja. Kann ich gleich sagen. Aber hast du noch kein Ross? Wie schon gesagt, ich bin erst bei Stufe 32. Also ich spiele. Ja, das ist wurscht, du kannst dir das, es kommt ja gerade drauf an, wirst du in der Story vorankommst. Ja, ich wollte eben gerade sagen, ich genieße halt diese Balance zwischen Kampagne spielen und immer wieder mal eine Nebenquest machen. Und wenn du halt dann in einer Nebenquest drin bist, die ja fortlaufend dann immer mehr Stufen aufbaut, wie zum Beispiel die Nebenquest mit der einen Priesterin, die Leute da exorziert. Ja, die fand ich ziemlich cool. Die hab ich dann gleich an einem Stück gemacht. Ja. Und daher bin ich noch nicht so weit bei der Kampagne. Ich habe im ersten Gebiet in den zersplitterten Gipfel extrem viel Nebenquests gemacht und habe dadurch schon so ein Level gewonnen, dass dann die restliche Hauptgeschichte eigentlich so nebenbei durchgelaufen bin. Also ich weiß nicht, wieso dass ich das gemacht habe, aber ich habe jede gestungene Nebenquest gemacht und da ist schon echt viel Scheiß dabei gewesen. Ja. Aber dann habe ich da zwischendurch mal wieder sowas wie mit der Exorzisten-Geschichte, die war dann wieder ganz cool. Aber da kannst du schon echt viel aufleveln mit dem Zeug.
fast ein bisschen, also Balance ist so fast ein bisschen übertrieben. So. Balance. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass das geht. Aber also entweder check ich's nicht oder sie haben einfach wirklich darauf verzichtet, dass es diese Pets nicht mehr gibt. Ich finde es wahnsinnig nervig, dass man jetzt jedem Loot hinterherlaufen muss. Und mit Loot meine ich jetzt nicht irgendwelche Artefakte, sondern halt wirklich Geld. Und das nervt. Geld kann ich, das nervt dir. Nervt mich ultra. Dieser Scheißdreck. Wie kann man da keine Pets sein? Du hast jetzt die ganze Bock auf Pets, auf die Gürtel. Petsspender? Ja. Ich hätte jetzt richtig Bock drauf. Auf die Melone, glaube ich, sind die geilen. Die Scheiß Diablo, interessiert doch kein Mensch. Das ist geil. Okay. Ich glaube, ich spreche halt da nichts mehr an. Stronghold interessiert keine Sau, Diablo 4 interessiert keine Sau. Finde ich cool. Kauf der Pikmin, für Geld. Das ist ein scheiß Pikmin. Pikmin ist das Beste, wo geben tut. Ja. Hauptsächlich ist die letzten, oder da jetzt vom Juli, die 2 Spiele geholt, die im Abo drinnen waren, PlayStation Plus Abo. Alan Wake und das eine mit der Fuchsmama. So, Endlings, das steht noch auf meiner Liste, habe ich durchgespielt. Best Spiel ever. Echt? Ich hab so viel gewohnt. Wie lang dauert das ungefähr? Also, ich glaube, du kannst das tatsächlich so in 4 Stunden durchspielen, wenn du richtig durchhetzt und immer alles findest und so gleich. Ich habe gebraucht, glaube ich, 6 Stunden. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich nach einer Stunde das Spiel abgebrochen habe und ich von vorne angefangen habe, weil ich war wirklich fast gestorben vor dem Fernseher. Das ist so schlimm, das Spiel gewesen für mich. Weil du bist ja zur Erklärung schnell, das spielt in irgendeiner so Art, ich glaube, es ist so eine Art Postapokalypse, es wird jetzt nie wirklich thematisiert. Du spielst die letzte lebende Füchsin auf der Welt. Und es fängt halt schon mal so an, dass du durch einen brennenden Wald laufst, musst du rausfinden und überall um dich herum versuchen, irgendwie Tiere aus dem Wald zu kommen und dann kreuzt da so ein brennender Hirsch, kreuzt deinen Weg und stürzt mit dir über eine Klippe runter und dann meinst du schon, okay, du bist tot, war's es schon. Dabei rappelt er sich nochmal auf und versucht, du kannst den Hirsch auch nochmal beschnüffeln, aber der ist dann tot. Das ist auch schon nicht so schön. Und dann schleppst du dich halt in so einen Fuchsbau rein und dann schlaft halt der Füchsin so ein. Und dann ist wieder so eine leichte Schwarzblende und wenn es wieder weitergeht, merkst du, die war schwanger und jetzt hast du 4 so Welpen da liegen. Ganz putzige, kleine, knuffige Fuchswuffis. Oh, cute. Und das ist halt deine Aufgabe, du musst die 4 am Leben halten. Also du musst dafür sorgen, dass die immer Futter haben, dass die bestimmte Sachen lernen und dass die nicht von anderen Raubtieren gefressen werden oder von Menschen gefangen oder umgebracht werden. Das ist teilweise also ganz schlimm. Da laufst du mit deinen Welpen so durch den Wald. Also du musst immer, tagsüber schlafen sie immer, dann musst du in der Nacht rausgehen und musst Futter suchen und so verschiedene kleine Sachen überstehen. Und wenn der Tag wieder angeht, musst du halt wieder zurück in den Fuchsbau, dass die wieder schlafen können. Und dann kommt da, da laufst du so umeinander und dann kommt da so eine beschissene Eule daher und dann stürzt sie da auf deine Welpen und dann musst du die Eule davor sprengen und wenn du das nicht rechtzeitig schaffst, dann frisst die einfach den Welpen zusammen. Zerhackten voll. Also so gefühlt. Ich wollte noch fragen, ob das mit so Permadeath von den Babys ist. Ja, genau. Und das habe ich nämlich nicht gewusst, eine Stunde lang. Und ich habe mir gedacht, weil du hast dann so einen Energiebalken und wenn du Futter füllst, dann füllst du den quasi wieder auf. Dann fressen sie es und dann ist wieder voll. Lass mich raten, du hast gedacht, niemand lässt so deine Welpen sterben. Genau, und du kommst quasi immer ein Stück weiter von deinem Bau weg und dann erkundst du halt so die Welt. Und da war ich halt gerade bei so einer alten Fabrik und ich habe geil gefunden, weil der war halt interessant und mir gedacht, jetzt der Balken ist schon extrem niedrig, aber da wird schon gleich wieder Futter kommen. Dann laufe ich jetzt weiter, dann löst sich der Balken immer mehr auf und dann ist so eins von den Jungen ist dann so ein bisschen langsam geworden und hat da so ein bisschen so gemacht. Und ich denke, falls ist schon nichts, den trage ich ein wenig. Und dann kannst du das alles tragen. Dann bin ich weitergelaufen und auf einmal fliegt das Wauzi auf den Boden und verendet ganz jämmerlich auf vom Fernseher und die Fuchsmama auch, du legst so die Ohren und und ich sitze vor dem Fernseher, oh Gott, was habe ich denn jetzt da getan? Ich bin Arschloch. Und dann haben wir gedacht, das wird man schon wieder irgendwie regeln können, aber dann kommt das Spiel und sagt, fick dich, das kannst du nicht regeln, das ist für immer und ewig tot. Und ich denke, oh Gott, keinem Ringer. Ausgeschaltet, reingestartet. Habe ich mir das Herz gebracht. Und weil das Schlimme ist, das bleibt dann da liegen und du musst wieder zurück und dann gehst wieder an dem kleinen toten Welpen vorbei und dann macht die Fuchsmama wieder
legt so die Ohren runter und warnen so ihrem Baby wieder noch. Was sind denn das für Entwickler? So brutal, das ist so bass. Und es gibt in dem Spiel so fiese Steine. Also das ist so gemein. Und der Schluss und alles. Und, oh. Also es ist ohne Scheiß, das ist ein richtig geiles Spiel. Das hat ganz gute Themen, wo es Umwelt und so weiter angeht, weil die Menschen, die da in der Welt leben, du kriegst das quasi über den Hintergrund, die Welt immer so ein bisschen mit, was da so läuft und was die auch für Probleme haben. Und was auch noch ziemlich mies ist, du machst so die ersten 2 Runden mit deinen Kindern und merkst, hast du so ein bisschen ins Herz geschlossen, dann liegst du in deinem Fuchsbau drin und dann wachst du auf und beziehungsweise du wachst nicht auf, eins von den Fuchsbabys wacht auf und dann ist da so ein Spielzeug auf einmal in dem Bau drin und dann läuft es dem nach, weil es ja neugierig und spielt so ein bisschen mit dem und dann zückt das Spielzeug immer weiter aus dem Bau raus und dann kommt so ein verfickter Wilderer und klaut dein Baby. Sperrt in einen scheiß Kasten rein und haut ab damit. Das ist dann weg. Und du musst es dann suchen. Und du kannst so Spuren aufnehmen und es gibt immer so alle paar Tage kannst du dann die Spur von dem Wilderer aufnehmen. Du musst so bestimmte Etappen erreichen. Und beim allerersten Mal laufst du die Fuchsmama, merkst jetzt, das Kind ist weg, lauft aus, schnuffelt umeinander, dann hast du so eine Spur, da laufst du nach, hast 3 so Punkte gefunden, sagst das ein bisschen, was da los war. Und bei der dritten heißt die Spur endet hier, kümmern Sie sich um die restlichen Welpen. Hey, was? Das war's jetzt? Ich kann das ist jetzt einfach weg. Lauter sie die miese Nummern haben. Aber also man merkt, ich bin ein bisschen aufgebracht immer noch. Das war sehr emotional aufwühlend, das Spiel. Was ist das für eine Spielmechanik? Das kann man, also ich habe sowas ehrlich gesagt noch nie gespielt. Das ist kein Jump'n'Run oder sowas, sondern du musst halt einfach Rätsel lösen und sowas. Ja, du musst tatsächlich nichts mehr da tun, in dem Waldgebiet, also du erschließt dann verschiedene Gebiete, gibt es so bestimmte Sachen, die du finden kannst, wie Beeren, also Früchte oder Ratzen oder Hasen, die musst du dann jagen, du musst die da schnüffeln, du kannst quasi, wenn du in der Wegschicht rumlaufst, kannst du auf eine Taste drücken und dann schnüffelt sie halt und wenn sie eine Spur hat, dann blinkt es einmal grün auf und dann musst du die Spur verfolgen und musst halt durch ein bisschen geschicktes Jagen, musst halt dann quasi irgendwie den Hasen jagen und dann musst du es deine Kinder geben, dass sie fressen können. Dein Kernziel ist immer, dass deine Welpen was zum Fressen haben. Und das machst du halt. Und durch das, dass du immer verschiedene Steine absuchen musst, weil du kriegst irgendwann immer weniger Zugriff auf Futter, weil es gibt halt einfach nicht mehr viel. Und deswegen musst du immer weiter weg und immer gefährlichere Orte erreichen. Und dann wird es halt immer knapper mit dem, dass die nicht verhungern. Und mehr tust du eigentlich theoretisch nicht, aber durch das, dass du immer mehr Gebiete die erschließt, kriegst du halt immer mehr mit, was in der Welt so passiert ist. Und ja, das ist dein Ziel, Überleben. Okay. Ja, kann ich jetzt nicht sagen, ohne dass ich übelst spoilere. Also es klingt auf jeden Fall... Das muss ja jeder mal gespielt haben. Nach Journey und ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie das andere Spiel geheißen hat. Das habe ich aber auch schon mal in die Lex dabei gehabt. Da, wo es auch darum geht, dass man da als Kind irgendwie damit klarkommt, mit dem Tod umzugehen. Und das Kind landet auf so einer Insel und muss da einen Haufen Rätsel lösen. Und je weiter das dann auf dieser Insel praktisch vorankommt, umso mehr stellt sich heraus, okay, da geht es eigentlich um dieses Thema Tod. Und ich habe das zumindest schon bei mir auf der PlayStation installiert, das Endless, oder so heißt Endling. Ich weiß gar nicht. Oder Endling, genau. Das mit dem Fuchs meinst du, oder? Das mit dem Fuchs, genau. Endling. Ja, also das Endling Extinction is Forever. Und ich liebe Füchse, also von dem her ist das eigentlich genau mein Spiel. Und dann, als ich aber das Titelbild gesehen habe und mir dann schon gedacht habe, in welche Richtung das geht, habe ich mir gedacht, oh Gott. Also wenn du das mal spielst, deine oberste Priorität muss immer sein, Futter zum Finden. Und okay. du lässt dich irgendwie ablenken. Der Teufel holt die. Aber 6 Stunden, also das heißt, ist das kostet auch weniger. Kostet ein weniger schaffen, wenn du nicht wieder von vorne fängst wie. Ach so, jetzt habe ich gedacht, wenn du die ganze viel Wert für die Kinder legst. dann hast du es gleich geschafft. Gleich vorbei. Okay, krass. Ja, aber klingt auf jeden Fall vielversprechend. Vor allem, wenn du dann sagst, dass das Ende so war, dass es dann dir das Gefühl gibt, dass du eins der besten Spiele ever gespielt hast. Ja. Ja, es ist halt kein so, es hat nicht diese unwahrscheinlich krassen Spielmechaniken, es hat nicht diese wahnsinnigen Production Values und so weiter. Es ist halt einfach kein AAA-Game, aber es ist halt
ich finde es halt einfach, Szene, Spiele haben halt auch irgendwo enorm wichtig für das Medium und die Leute, die Spiele spielen, weil das einfach zeigt, dass man viel mehr machen kann mit Spielen wie irgendeinen scheiß Skilltree vollballern und irgendeinen Loot-Scheiß sammeln und immer nur Kämpfer, sondern das hat halt einfach auch eine ziemlich krasse Message und so weiter und deswegen macht das Spiel so verdammt gut. Also ich würde das jedem mal empfehlen, weil ich fast sicher bin, dass 90% von den Leuten sowas noch nie gespielt haben. Und da sagt man einfach, war man einfach mal eine ganz andere Erfahrung mit dem Medium Spiel, sage ich mal. Also bitte, greift zu. Wir Pikmin praktisch. Ähnlich. Gott. Rhyme war das Spiel, das ich gemeint habe. 3 Sekunden. Also sehr zu empfehlen, das war echt krass. Vor allem, ich hab das damals nach Death Stranding gespielt, weil ich mir gedacht habe, so jetzt spiel mal irgendwas Kleines, Süßes für Kinder dann danach, dass ich einfach mal wieder was Lustiges spiele. Und da hab ich das durchgespielt und ich war fertig. Ich habe mir dann echt gedacht, so, jetzt war's jetzt erstmal wieder mit der Playstation. Hau ab. Drecksding. Davor noch Shadow of Colossus. Also das Das hat mich überhaupt nicht gepackt, das Spiel. okay. Wie Warum? mich- Weil du keine Seele hast, oder was? Nein, es ist zwar unglaublich geil und irgendwie also schön melancholisch und ist aber ich habe mit der Steuerung sehr die Probleme gehabt, weil ich Mit dem Reiten, oder? ja und auch das Klettern teilweise und das war alles so, das hat mich genervt. Also ich war dann, so, ich hab gedacht, du meinst jetzt wirklich storytechnisch. nein, aber nur von der reinen von der Technik her war ich so genervt, dass ich mich dann aber auf die Story nicht mehr so richtig einlassen hab können, weil mir das alles so genervt hat drumherum, dass ich dann einfach nur froh war, als ich fertig war. Ich finde, dass das wirklich gut funktioniert, wenn du auf die Kolosse bist. Da finde ich das richtig geil. Ja. Aber was du sagst mit dem Klettern und so weiter, das Klettern ist echt scheiße, so in der Weltgeschichte rumklettern. Das mit dem Pferd finde ich, es ist okay, weil es einfach mal das Reiten ein bisschen erschwert. Du musst nicht einfach auf den Knopf drücken und dann reizt von A nach B, sondern du musst ein bisschen was tun dafür. Deswegen Ja, aber ich meine nervt's nichts dafür. zwar. Ja, man ist halt so gewohnt, so vor Assassin's Creed und so weiter, dass das fast von selber geht. Aber das Ja, ist ja doch ein genau. bisschen älter. Frechheit ist das. Eigentlich bist du halt einfach nur verkorkst für schlechte Spiele. So. Die Remastered Edition habe ich schon ziemlich gut gefunden. Also ich habe das auf der PlayStation 4 gespielt gehabt und Ja, da haben sie auch gespielt gehabt. Da war sie auch mal im ja. Abo drin, oder? ja, genau. Also ich habe zwar auch einen zweiten Anlauf braucht, also ich habe das installiert, gespielt und dann echt lang liegen lassen, weil ich mir dann gedacht habe, boah, na, das, wie soll man denn das schaffen? Aber wenn du da einmal dann so ein bisschen den Dreh raus hast, dann geht's. Aber ja, manche Kolosse und natürlich gerade so der letzte, wo es ja nur um Klettern geht, die sind schon teilweise echt scheiß nervig. Ja. Habt ihr The Last Guardian schon mal gespielt? Nein, leider auch noch nicht. Auch gespielt. Das habe ich noch mal angespielt ein bisschen. Ja. Da hat es einmal ja so eine kleine VR-Version gegeben, so ganz eine kurze. Das war auch ganz cool. Da bist quasi direkt mit dem, wie heißt das Tier? Weiß nicht mehr. Last Guardian. Last Guardian-Tierchen. Genau. Ich glaube, das hat Trico, oder? Das kann sein, ja. Ich weiß nicht, aber irgendwas bist dann da halt quasi vor dem Ding und kannst mit dem so rum sagen, das ist ganz cool. Ja. War also ein Spiel, wo es die am Anfang durchquälst und dann ist der Trico ja teilweise dann eine Zeit lang weg. Und da denkst du dann auch, okay, ich hab ihn getötet. Oder zum Sterben zurücklassen. Und das sind so Spiele, wo ich mir dann immer denke, also das macht für mich so ein bisschen dieses Gamer-Gefühl dann aus. Das Spiel gibt mir zum Schluss aus einfach nur was mit. War das erste Spiel von denen nicht das Ico oder so? Ja, genau. Du musst damit, das was war du das das erste- Mädel an der Hand halten hast müssen, oder? Aha. Habt ihr das gespielt? Habt ihr das vorher gesagt? Jetzt Nein. weiß ich grad. Das das Ico ist- ist, das ist aber- das ist ja, glaube ich, die Vorgeschichte zu The Shadow of Colossus. Dann kommt The Shadow of Colossus und dann kommt The Last Guardian. Und Ja, jetzt das sind ist nicht es- offizielle, aneinanderhängende Geschichten, oder? Das ist ja eher so in der In dem Art Universum. Welt. So in dem Universum, ja. Ja, genau. Ja, das Ico hat mir nämlich auch schon immer sticker. Und ich muss sagen, dass wir das Ico und eben das Last Guardian, das hat mich schon immer mehr gestickt als Shadow of the Colossus. Das Ico gibt es da ein Remaster auch? Schon, oder? Keine Ahnung. Weil das ist ja no älter. Ja. Ist das nicht sogar noch auf der 2er gewesen? Das Oder war Ding das schon auch, auf der oder? 3er? Shadow of Colossus, glaube ich, war auf der 2, oder? Echt? Irgendwann, die waren auf der 3er. Nein, zwei haben Sicher, mindestens. Ja. Ich hab das ist mal im Hintergrund für irgendeinen alten Adam Sandler-Film gelaufen. Das ist schon lange her. Ein sehr trauriger Adam Sandler-Film.
Tatsächlich, ja. Das war das eine Drama da, was er da gemacht hat. Ich weiß nicht, wie das heißt. Weiß ich jetzt gerade auch nicht. Da wo er die ganze Zeit dann egal. Schlagzeug Scheiß spielt. nicht Er spielt entweder Schlagzeug oder The Shadow of Colossus. Ja, genau. Das ist da, wo ganz viele Comedians dabei sind, oder? Und alle auf Drama machen. Na, Nein, das war... Lasst uns nicht mehr über einen Sandler schmerzen. Ja, das ist auch hart. Sonst kriege ich nur noch Jack and Chill in den Kopf und dann wäre ich sowieso wahnsinnig. Ja, und wie ist der Halloween-Film? Hubi Halloween oder wie der geheißen? Ich weiß nicht. Ganz grausamer Film. Aber die sind Ico und Shadow of the Colossus, habe ich mir kurz geschaut, die waren alle zwei schon auf der PlayStation 2. Die Liebe in mir, so heißt schön, der ja. Film. Die Liebe in mir, genau. Habits. Mit dem Don gut, merkt man's. Cheadle. Der spielt Cheadle. da mit. Stimmt, ja, genau. Don't Cheadle. Ein sehr trauriger Film. So. Habt ihr das Alan Wake gespielt? Das Nein. jetzt auch noch drinnen Nein. war? Nein. Mehr über gerne da. Ja, da war ich richtig, da habe ich mich richtig gefreut, als ich gesehen habe, dass das jetzt halt mit drin ist im Abo. Mir läuft da tatsächlich eine Zeit davor, gell? Gott, wie das klingt, mir läuft die Zeit davon. Warum bist du schwer Ja. krank? Nein, weil der zweite Teil wieder rauskommt. Achso. Den werde ich schon vorher den ersten gespielt und bei dem, glaube ich, macht Sinn. Weißt du nicht? Ja, das ist, glaube ich, ein aufbauen. Spiel, was auf alle Fälle Sinn machen wird, ja. Das macht auf, dann bin ich aber richtig heiß. Mir hat das damals schon mal so richtig genervt, dass das ein Xbox exklusiv war. Mhm. Ein Drecks-Xbox kann ein Mensch mich sagen. Und dann müssen sie ein exklusive Spiel haben. Ich hab's da und ich nimm's nie her. Ja, Als warum ich letztes Jahr nicht? kaufen, mir gedacht habe, ich werde es schon irgendwann brauchen. Ein Scheiß. Warum sollte das nicht hernehmen? einfach So ein so. Scheiß. Das wird trockener, den braucht kein Mensch nicht, das Gerät. Oh Gott, geil. Trockener Bashing. Ja, okay, Trockner ist auch, warum muss ich jetzt einen Trockner nicht? Oder da kann ich es aufhängen, weißt du schon? Das ist alles unnötiges Material, unnötige Energie, bin schon wieder von 180 scheiß Trockner. Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Trockner und Xboxen. Ich habe übrigens gedacht, Ratchet Clank ist PlayStation exklusiv und jetzt habe ich erfahren, Ratchet Clank Rift Apart ist jetzt für einen PC rausgekommen. Ja, genau. Das macht doch Sony jetzt mit alle seinen Marken, dass die Ach ja, stimmt. früheren Ja. Teile portieren auf PC, wo es Ja, aber meistens gar nicht so gut hin, die Ports, oder? ja, Ding, Da haben sie am Anfang immer Last of ordentliche Us- Probleme. Last of Us Katastrophe, Returnal, wo ich auch nicht so sauber gelaufen. Ja, schwierig. Sollten sie vielleicht wieder ein bisschen mehr investieren in die Teams, die das machen. Weil das machen nicht die Spielestudios, die die Spiel tatsächlich gemacht haben, sondern das vergeben sie immer so an externe, die da drauf spezialisiert sind. Also das hat zum Beispiel das Last of Us Debakel ist jetzt nicht Naughty Dogs Schuld, sondern das haben das andere Studio hat das verkackt. Aber es wirft natürlich ein bisschen ungünstiges Licht auf die Sony-Ports. Weil es eigentlich Gut, ja, wenn ich saubere Sony wäre, dann Spiele. ich hätte dann sagen, ja gut, wenn ihr es halt richtig haben wollt, kauft sich eine Playstation. wahrscheinlich Ja, ist das der Gedanke, ja. Dass leider weniger PCs kaufen und mehr der Playstation. Das wäre ja richtig geil. Weißt du, Last of Us funktioniert perfekt bis zur Hälfte. Und auf der Hälfte nur noch grottenschlecht oder dann unspielbar, dass die Leute dann das auf der Playstation kaufen müssen. Einen kleinen Link auf dem PlayStation Store. Ja, genau. Sie wollen wissen, wie die Geschichte endet. Investieren Sie 550 Euro. Im August, habt ihr schon gesehen, da kommt wieder ein ganz großes Spiel aus. The Texas Chainsaw Massacre. Ist jetzt endlich soweit. Jetzt ist es soweit. Leck. Jetzt ist es soweit. Ich bin ja schon gespannt, hast du da schon mal ein bisschen was angeschaut, was das für eine Art von Spiel sein wird? Nein, ich Ist habe das hab das jetzt ein bisschen aus den Augen verloren, muss ich sagen. Ich habe nur damals die Screenshots sowieso verfolgt, da wo sie immer so geteilt haben, wie es im Film ausschaut und wie es im Spiel ausschaut. Mhm. Ja, Aber genau. ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr über das Ding. Das dann Ja, aber ich glaube, vergessen. das ist auch wieder so ein asymmetrischer Horror wie Freitag der 13., wo das sind. Ich hätte irgendwie Bock auf ein richtig geiles Horrorspiel einfach und nicht auf den scheiß Multiplayer-Kack da. Ja, so wie das Ding, wie das Blair Witch-Spiel ja auch ist. Das habe ich leider Was- nicht gespielt. War das was? Kürzlich, das war so ein Horror-Adventure. Ich habe es auch nicht gespielt, aber das Also. soll jetzt gar nicht schlecht sein. So. Ja, die Wertungen waren gar nicht so schlecht. Ja. Das Hast, ist glaub das, ich, wo du einen mit dem dabei? Hund rumläufst, oder? Ja, genau. Und der hilft halt dann so bei dem Sammeln von, weiß ich nicht, ja, Spuren und so. Und dann Leichen. erst ein paar Mal der Schrecker fürchte. Ja. Ich traue mich ja einfach auch nicht spielen, ich sag's, was es ist. Jetzt glaube ich sogar daheim, ich schätze aber nicht ein. Mach jetzt wieder feige Sau. Bleib jetzt schon Sei immer einmal in schon deinem gehabt, die Leben ein Matz. Sei Niemals. einmal in deinem Leben ein Mann. Das verhindere ich, solange ich es verhindern kann. Ja, ich glaube, ich spiele halt dann entweder noch Endling, dass ich dann mal anfange, du hast mir jetzt angefixt,
oder dein komisches japanisches Rangadang-Ding-Spiel, aber eigentlich die Füchse interessieren mich jetzt da mehr. Also mit Track to Yomi wirst du jetzt nicht die ganze Spielzeit Spaß haben. Das macht's. Lotto das lieber mit Pikmin, aber. Ah, danke. Pikmin. Piggy Mini. Aber Corby, weißt du, was ich dir noch empfehlen kann? Bitte. Liest du Mangas? Ja. Ich habe einen Elden Ring Manga. Echt? Und der ist so geil. Ja, habe ich zufällig wieder drüber gestolpert. Den kannst du bei Amazon bestellen. Kostet 12 €, ist vom Ultraverse Verlag. Also die machen ja auch ganz viele andere Mangas, so wie, weiß ich nicht, Alice in Borderland oder Full Metal Alchemist und so weiter. Mhm. Und der ist, du weißt ja noch das Intro, gell, von Elden Ring. Da wo ja quasi diese epische Stimme ist und diese epischen Bilder haben und so weiter und sie so gerissen wird, dass der Elden Ring zerschmettert ist und der Befleckte jetzt da kommen muss und der nächste Elden Lord werden muss. Und das haben sie ja da quasi, haben sie das auch so gemacht. Hast du so die ersten Seiten, hast du diese epische Intro-Sequenz, da wo die ganzen Bosse da auch vorgestellt werden und so. Und dann heißt es halt dann, ja, Befleckter, jetzt bist du dran, du musst jetzt Elden Ring werden und dann bladdelst du alle Seiten um. Und dann liegt so ein nackter Typ da mit dem Gesicht auf dem Boden, hat diesen komischen weißen Schlüpper, den man bei Elden Ring ja auch sagt, wenn man die Klasse da spielt. Und in einer ganz lächerlichen Pose und Unterhosen hängt so halb runter. Und es steht da, ihr denkt sicher, das ist eine ernste Geschichte, oder? Und das ist einfach ein Comic, also ein Comedy-Buch. Echt? Das ist saulustig, ja. Ich habe mich jetzt fast gerissen teilweise. Vor allem, wenn du die ganzen, die Elden Ring-Geschichte kennst und wirst es dann behandeln. Er ist ein Vollidiot vor dem Herrn, er kennt sich überhaupt nicht aus, was da los ist. Die Melina ist voll genervt die ganze Zeit von ihm, weil er jetzt da quasi der Befleckte ist und er ist eine Szene voll heißt und bringt nichts auf der Reihe. Er kriegt dann vom Baumwächter kriegt er voll aufs Maul. Dann schließt er sich im Patches seine Ganovenbande an, weil er keinen Bock mehr hat, dass er die ganze Zeit geschlungen wird vor alle und umgebracht wird. Und dann ist ihm das aber stressig, weil da müssen er die ganze Zeit irgendwelche Leute überfallen und dann fliegt er bei dem auch wieder raus und lässt er so einen Mist und er mogelt sich halt dann so durch die Geschichte und du kommst halt dann quasi die ganze Storyline so ab von Boss zu Boss und er wuselt sich da irgendwie immer durch mit irgendwie Dusel und das passiert lauter Schmarrn. Also das ist echt gut, kann ich jedem empfehlen, der auf Mangas und auf Elden Ring steht. Das ist, der zweite Teil kommt am 28. August, glaube ich, raus und es ist, soweit ich weiß, auf 3 Bände angelegt. Lesenswert, sehr amüsant. Aber ich glaube, gibt es aber einen ernsten Comic auch dazu, zu Elden Ring. Das kann sein. Der ist jetzt, wie gesagt, der ist relativ neu, den gibt es noch nicht lange. Mhm. Weil ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich meine nicht, dass ein Spätzl von mir sie da einen Comic gekauft hat, der aber dann ziemlich ernst ausgelegt war. Das kann gut sein, ja. Weil es ist ja, ich meine, das Spiel ist jetzt doch schon 2 oder 3 Jahre alt. Mhm. Ich war auch ziemlich verwundert, warum da jetzt nochmal so ein Bier rauskommt. Aber wie gesagt, wenn du das nicht weißt und dann liest du die ersten Seiten drauf und dann siehst du das Büttel, wie der Trottel da so da liegt, war schon geil. Was ist der erste Band Elden Ring, der Weg zum Erdenbaum? Genau, das ist das. Siehst du Melina auf dem Cover und so ein Typ in Rüstung. Ja, okay. Also zumindest, wenn man es jetzt nicht wüsste, dann darf man jetzt vermuten, das ist was Ernstes. Ja, das steht da nirgends, dass das irgendwie lustig ist. Lernst dann erst nach 3 Seiten. Eigentlich voll mies. Oder 4. Ja, voll. Dann müsste man es endlich erfahren, die Geschichte mal so am Stück, die ja in Elden Ring nicht so leicht zum Erfassen ist. Und dann könnte das mal schon dabei aussehen. Geile Nummer. Dreckschweine. Weil das ist ja teilweise, man kennt ja den Humor, den Manga-Humor, der ist ja teilweise ein bisschen schräg. Und das in Verbindung mit der Elden Ring-Geschichte, das ist schon ganz, ganz amüsant. Echt, findest? Das ist doch immer das, wenn man dann sagen kann, ja, und was machst du so hobbytechnisch? Ja, lesen. Aha, was für Bücher? Mhm. Deswegen kaufen wir meine Mangas immer im Bücherladen, ja, wo es gibt. Also müssen ja Bücher sein, wenn es einen Bücherladen gibt. Okay. Na, da bin ich mittlerweile umgestiegen auf digital. Also ich kaufe mir alles nur für ein Kindle dann, weil mir der Platz ausgeht. Habe ich auch gemacht. Jetzt kaufen wir wieder Bücher. Ich habe gestern für 100 € Mangas gekauft. Ja. Das geht aber schnell, gell? Ja, haben sie unsere Tüten geschenkt, wenn wir für 100 € Bücher gekauft haben. Oho. Geil. Leinentasche. Sexy. Wo war's da? Im Verkehr, im Büchergeschäft. Weiß nicht, was heißt. Das Büchergeschäft. Ah, ich glaube, so heißt es, ja. Kenne ich schon.
Das ist gegenüber von dem kleinen Büchergeschäft übrigens. Okay. Büchergeschäft gegenüber. Wow. Unsere Hörer sitzen jetzt wahrscheinlich da und denken sich, ja, bitte, erzählt mir mehr. Ja, aber ein neues Format, wir reden jetzt nicht über Bücher. Oh Gott, nein, bitte nicht. Ja, es dauert wahrscheinlich schon, wenn du mir Bücher lesen hättest, Sautipp. Genau, das gibt dann auch monatlich raus und da gibt es zwischen Warlex Talkthrough und diesem Bücherformat da gar nichts mehr. Genau, es wird gerade noch ein Film pro Monat besprochen, ansonsten nur noch sämtliche Bücher, die wir im einen Monat gelesen haben. Genau, und irgendwann müssen wir uns dann umbenennen, weil es mit Viva la Movie-Illusion gar nichts mehr zum Tor hat. Ja, genau, so Viva la Buchillusion. Aber ich brauche noch ein paar Monate wahrscheinlich, weil ich lese jetzt gerade Krieg und Frieden und es sind einfach mal schnell 1600 Seiten und dann denke ich mir, Das ist dein Ernst, ohne Scheiß. warum habe ich das eigentlich angefangen? Ja, Warum tut man das? Das ist Wahnsinn. Ja, es ist halt auch so ein Literaturklassiker und da haben wir gedacht, der hat mich schon lange mal interessieren, den hast du jetzt ein. Leck. Ich meine, das Leute gibt es gar nicht, die das wirklich lesen. Ja. Wie schaut's denn sonst spieletechnisch aus? Habt ihr nur irgendwas? Jetzt lenkt du nicht von so wichtige Themen wie Bücher ab, bitte. Ja, aber haben wir echt, da schließlich nicht zum Spaß. Nein. Ja, doch, Furchtbar eigentlich mit deiner schon. scheiß Zockerei, Dann anstatt Kali, einmal Bücher lesen. verzeih, außer Pikmin und der... Krieg und Frieden, ich habe jetzt seit 120 Seiten gelesen. Danke, Kali wird langsam Was ist denn gemutet. Seppi, wie schaut's bei dir aus? Spieletechnisch war's das dann soweit? Was liest du gerade, Seppi? Ja, das Zelda-Lösungsbuch. Ah, schön. Schön. Ich habe so eigentlich nicht mehr recht viel gemacht. Ich habe ein Interview für den von dem Jonathan Rush, das ist der Art Designer von Fallout 76. Wow, okay. Und das war ganz, ganz lustig, weil es ist immer irgendwie so, man verbindet das gar nicht, aber das sind tatsächlich Leute, die gern spielen und die machen das einfach wirklich gern. Und das ist da echt umgekommen, bei dem, wie der über das Spiel redet und über seine Pläne und so weiter und weil da gibt es ein neues Update und die bestimmten Spielmechaniken. Das ist echt ganz, ganz nett, weil die glühen die richtig für das Spiel, das merkst du dann also ein bisschen. Und das war echt schön, hat mir gefallen. Kann man auf games.ch noch lesen, wenn man mag. Das schneidest du aus, so Kobi, wir machen noch keine Werbung für andere Seiten. Das ist ja in der Schweiz, das ist ja kein direkter Konkurrent. Ja, freilich. Hast du ein bisschen über die Zukunft dann geredet von Fallout? Ja, ist nur über Fallout 76. Da kommt jetzt dann auch nochmal ein großes Update, kann man vielleicht auch noch erwähnen, wer da Lust drauf hat. Da fährt man nach Atlantic City, kann man da ein bisschen Sachen machen. Da gibt es dann auch ein Casino sogar, das man hernehmen kann. Und das soll das größte Update werden, das wir bis jetzt gemacht haben, mit ganz viel Unfug. Okay. Für Fallout 76-Fans auf alle Fälle interessant, dass das nicht so schnell aufhören wird. Die stecken da ziemlich viel Energie ein, machen da ziemlich viele Inhalte. Es soll ja mittlerweile ja richtig gut sein. Ich habe es auch gespielt jetzt wieder. Ich habe das ewig nicht mehr gespielt, aber aus Vorbereitung habe ich mir dann nochmal ein paar Stunden reingehängt. Ja. Du kannst das tatsächlich, also es fühlt sich an, wie Fallout 4 zum Beispiel damals sich angefühlt hat. Also das ist ziemlich, die NPCs und so weiter haben alle einen typischen Bäcker, man kennt es ja, die haben alle nicht ganz knacke da in der Welt. Du kannst viele Sachen finden. Es ist eine richtig belebte Welt, sage ich mal. Macht Echt? eigentlich Spaß. Ich habe dann auch länger gespielt, wie ich eigentlich wollte. Aber ja, du musst halt diesen Online-Modus, du musst halt das mengen. Weil du kommst wahrscheinlich nicht mehr weiter irgendwann, wenn du nur immer allein bist. Das wird dann ein bisschen schwierig, die ganze Geschichte. Wenn du dann so Gebietsbosse oder sowas machen möchtest. Hast du zu Beginn von Fallout 76 da mal reinzockt? Ja, genau. Damals habe ich eingespielt und da hat es mir halt überhaupt nicht gefallen. Also das war am Anfang ein bisschen ein Debakel, oder? Ja, das ist sau schlecht bewertet worden. Also ja, richtig, es war halt stark verbuggt. Das ist mir also vorgekommen, als wenn es zwischen Fallout 3 und 4 irgendwie in der Mitte gewesen war, qualitätstechnisch. Also ich kann mich da an ein paar Gebäude erinnern, wo ich immer bei der Affe bin und dann ist der Stock einfach immer und immer wieder gekommen und wieder und wieder. Und das war schon mies, weil da vergeht da halt dann irgendwann so die Lust, weil dann ballerst da sämtliche Gegner weg. Und irgendwie hast du das Gefühl, ja, okay, du hast halt einen Komfortschritt, weil je weiter du hochgehst, umso frustrierender wird's, weil es ist einfach kein Ende da. Du hast ja am Anfang auch, es hat ja überhaupt keine NPCs gegeben. Ja. Nur so Roboter und Bücher, also was für so Notizen zeigen, was du lesen hast können. Und dadurch ist die Welt irgendwie richtig tot gewesen. Voll, ja. Und das ist jetzt eben wirklich gar nicht mehr, das muss man echt sagen. Du kannst da wirklich, ich hab da, was halt eigentlich nicht so wirklich sinnvoll ist, unaufgelevelt
mega die Reisen auf sich zu nehmen, weil du hast einfach jedes meiste keine Chance nicht. Aber das macht halt dann auch wirklich Spaß mittlerweile, weil du die Gebiete, die unterscheiden sich alle, die haben kreativ gemacht, das ist alles so interessant und du hast dann wirklich Bock, wenn du da durchlaufst und sechst irgendwas Interessantes, dieses Fallout-Feeling kommt da wirklich gut um, weil du laufst dann rein und dann hast du wieder irgendein Erlebnis, findest wieder irgendeinen geilen Scheiß. Das macht schon wirklich Spaß. Es ist halt nur, wie du schon gesagt hast, technisch zwischen Fallout 3 und 4, es ist 2023, es ist schon ein bisschen aus der Zeit gefallen. Das muss man schon sagen. Es läuft zwar sauber alles, aber die Grafik ist halt einfach jetzt mittlerweile sehr weit weg von up-to-date. Ja. Das hat ja nicht über so Grafik-Nazis. Nein, nicht, aber bei so die Spiele fällt halt, bei Bethesda fällt halt das dann irgendwie auf mittlerweile. So, dass das nicht mehr, dass diese Engine halt einfach ein bisschen betagter ist und dass das einfach altbacken ist. Meinst du, zu dem Zeitpunkt, wo es rausgekommen ist, da habe ich das mit der Grafik ja weniger gestört? Das ist ja schon ein paar Jahre her. Ja, zum einen das und zum anderen, weil ich mir das echt richtig geil vorgestellt habe, so, boah, wie cool ist es jetzt, Fallout und du als Online-Multiplayer, das habe ich mir bei Fallout 4 schon die ganze Zeit gedacht, wie geil das wäre und dann machen sie das und dann ist es irgendwie absolut belanglos gewesen. Also, so die erste halbe Stunde denkst du, cool, da läuft jemand und da läuft jemand und ja, vielleicht haben die Bock mit mir zum Spielen. Nein, keiner Bock. Dann bist du also erstmal dann dabei, die ganze Spielmechanik zu lernen, dann das mit dem Haus bauen oder Vault bauen und was weiß ich. Und das hat einen irgendwann so uppisst, weil dann lockst du das später wieder rein und dein Haus ist weg. Ja. Und warum? Ja, weil das irgendein Bug war. Oder die Hälfte vom unteren Stockwerk ist im Boden eingesunken oder so. Und ja, das ist halt dann sehr frustrierend, weil du hast halt da auch nicht gerade 5 Minuten reingesteckt, sondern halt da schon ein paar Stunden. Ja. Ich muss sagen, dieses Lagerbauen und so weiter, das ist so, selbst das nervt mich grundsätzlich, das mag ich überhaupt nicht gern. Ja. Das habe ich bei Fallout 4 schon gehasst. Da habe ich echt immer nur das Nötigste gemacht. Ich habe das jetzt da auch mal 1-2 Stunden probiert, aber das ist einfach, ich weiß nicht, ich sehe da irgendwie keinen Sinn drin. Bei Fallout 4 hat es halt teilweise nur Sinn ergeben, wenn du halt dann so Barrikaden aufgebaut hast, dass halt dann die Städte einfach sicher sind, wenn es angegriffen werden. Aber ja, das kannst du auch theoretisch. Ja, schon, aber das ist ja nur deins. Es ist ja nur, in Anführungsstrichen, nur dein eigenes Haus. Ja, aber du kannst jetzt zum Beispiel, leben dann da auch NPCs, wenn du so größere, weiß nicht, davor machst oder so, oder größere Basis baust, du kannst das ja ziemlich riesig machen. Dann leben da dann auch NPCs drin. Und die haben dann auch so ein eigenes Leben und Geschichten und so weiter. Also das haben schon alles ziemlich, also das ist eigentlich nicht mehr vergleichbar zu dem, was damals rausgekommen ist. Das ist eigentlich ein anderes Spiel, von dem her, vom Umfang her und was du das machen kannst. Also das ist jetzt das, was du halt damals gesehen hast, was halt irgendwie so ausgeschaut hat, als das Spiel hätten wir halt erst in 5 Jahren rausgekommen. Und es ist alles so angerissen irgendwie so ein bisschen. Das ist halt jetzt. Also die haben halt mittlerweile alles umgesetzt, was verkackt haben am Anfang. Ja, cool. Das ist schön vorher, ne? Ja, dann ganz nett. Schau da vielleicht mal wieder rein. Die letzten 5 Jahre ein bisschen was gemacht haben. Ja, das ist schön, wenn sie ein scheiß Spiel doch noch zusammenbringen zum Berichten. Gut, dann wäre es eigentlich soweit für den Juli. Nein. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Dann verzeihe ich euch, was ich da an Anekdoten dann gelesen habe in dem Elden Ring Manga. Den kann man auch vorlesen, darf man das nicht, oder? Oh ja, genau, machen wir Vorleserunde. Das ist aber mit den Beutel ein wenig schwierig dann. Ja, perfektes Podcast-Format. Ihr könnt es dann nämlich mitlesen und ich beschreibe die Beutel und der Corby liest. Genau, richtig. Und der Seppi macht ein bisschen so Ambiente-Sounds. Alec, jetzt wird es langsam interessant. Also wer das wirklich hören möchte, der soll ja ein Abo abschließen. Je mehr Abos wir haben, wenn wir 25 Abos kriegen, dann machen wir das. Dann machen wir genau, nur in der 3. Stufe gibt es die. Nur für unsere richtig protzigen Geldsäcke gibt es das. Aber ich glaube, alle, die ein Steady-Abo haben, die bereuen das ja nicht, weil wir da richtig geile Folgen raushauen, die teilweise 1,5 Stunden gehen. Und das weiß ich deswegen so genau, weil ich ja jede Folge schneide. Aber ich habe erst vor kurzem die Hulk-Folge geschnitten und da muss ich sagen, das hat ja schon beim Schneiden wieder Spaß gemacht, weil wir da ja wirklich sehr interessante Infos rausgehauen haben. Und daher hört's da ruhig mal rein und schließt ein passendes Abo dazu ab. Ja, und ich war halt auch dabei. Was bist du dabei? Ich bin ja auch dabei, also muss der Geld sein. Moderier ab. Was? Okay.
Also dann, schön, dass da wart. Und jetzt geht's wieder ins Wohnzimmer und sagt's weiter. Und schreibt uns dann in Kommentare, was eigentlich gerade sagt. Das darf uns interessieren. Und ansonsten sagen wir auf Wiederschauen. Auf Wiederhören. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Genau. Viel gut beieinander. So. Danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht von Pikminhausen. Keiner kennt sich bei Pikmin aus, wenn man sich mal ehrlich ist. Ich freue mich schon so, wenn er nächstes Mal daher kommt und sagt, ach Pikmin, das ist wirklich so hässlich und scheiße, wie es das tut mir so leid. Wahnsinnig hässlich und scheiße bist du. Ja. Das habe ich das letzte Mal schon gesagt. Hey, ich hab hier so Geburtstag gehabt. Servus, ciao. Happy Birthday to you. Ja. Seppi. Wiederschauen.